Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Losen Mailen». Ich finde mein Intro immer mega scheiße, wenn ich es hören muss im Fall. Ich muss mir etwas einfallen lassen, damit ich einfach gar nichts mehr sagen muss. So so ein Jingle. Dann muss ich nie mehr mit euch den scheiß cringy Satz am Anfang machen. Auf jeden Fall, hoi, wie geht's euch? Mir geht's gut, außer dass ich gerade recht irritiert bin vom Fakt, dass ich mit diesen Hosen hier auf meinem Bett hocke, weil ich bin gestern mit denen in der Stadt Zürich rumgelaufen und am Boden gehockt. Räudig, aber ich muss mein Bett noch überziehen. Aber räudig, weh. Und es geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich hocke schon ein Zeitchen auf dem Bett und das ist mir ganz unangenehm. Aber irgendwie auch nicht genug unangenehm, um andere Hosen anzulegen. Weil ich bin einfach müde. Ich bin gerade, was ist jetzt? 10 Uhr am Samstag und am Morgen um 9 Uhr muss die Folge rauskommen. Ich bin hure spät dran. Ich weiß nicht wieso, jetzt die letzten paar Folgen bin ich so nicht gut dran. Aber heute bin ich, was habe ich heute gemacht? Gestern habe ich voll crazy Tag gehabt. Und ich weiß eben gar nicht, ob ich euch das erzählen sollte, weil das ist eine dumme Idee. Aber ich bin in einer Primarklasse vorbeischauen. Ich lasse jetzt eure Fantasien offen, wieso ich es mache. Einfach zum Plausch oder vielleicht aus anderen Gründen. Wer weiß. Ich sage nichts, weil sonst macht ihr Augen und nachher klappt es nicht oder ich finde es plötzlich scheiße und so. Aber ich bin auf jeden Fall in einer Primar vorbeigegangen und dann musste ich mega heiß stressen müssen, weil mein hoher Steinschlag in meiner Autoscheibe, falls ihr mir auf Insta folgt, wisst ihr ganz genau, was ich meine. Ich habe es nämlich etwa 5-mal irgendwie, weiß auch nicht, Steinloch oder so genannt und dann alle so, oh mein Gott, das heisst einfach Steinschlag oder so. Ich so, ja Bro, ich weiss, ich bin einfach nicht perfekt. Und dann hat er das so einfach repariert und dann bin ich schnurstracks weiter auf Zürich zu der Lynn Telenovela, die kennen ihr vielleicht, das ist sie, immer wenn die Leute so sind, nein, kenne ich nicht, dann bin ich so, doch, du kennst die sagt immer «Hallo» am Anfang von ihren Videos. Das ist Lynn. Lynn ist eine Kollegin von mir und dann bin ich mit ihr und der Tilda sind wir rumgelaufen und in einem Park gesessen und wir sind irgendwo in der Nähe von der Langstrasse und dann fühle ich mich immer sehr lebensbedroht und sie ist so «Nein, ist voll nicht schlimm, musst einfach die Leute nicht anschauen» und ich bin so und sie so, weil Tilda ist immer so auf der Straße zu den Gebüschen schmecken und sie so, oh, ja, musst vielleicht, und ich so, oh mein Gott, hat sicher Spritzen drin. Und sie so, ja, ich würde actually aufpassen. sie so, chill, ist gut. Aber wir haben es mega toll gehabt. Und dann bin ich weiter zu meinem Freund heim. Und heute bin ich mit meinem Freund und mit der Tilda, weil ich schleppe Tilda einfach mit, damit sie die Sachen lernt. Sind wir ins Resti gegangen und die Leute sind alle so obsessed mit ihr. Ja, ich behalte den Hund, ja. Und ich mache immer so cringe auf Karen, anstatt einfach, keine Ahnung, weil ich habe auch mit der Lynn darüber geredet. Sie ist so, du musst einfach mal so Power-Move bringen und einfach so Nein sagen oder einfach so, keine Ahnung. Und ich bin immer die so für, dass es angenehmer für uns alle wird, sich so aufopfert und selber cringe wird. Also auch wenn es so kein Gesprächsthema mehr gibt, bin ich so die so «Hey Leute, haha, gestern musste ich schiessen». Weißt du, so mega so, du hättest einfach die Fresse haben und so die Ruhe müssen aushalten, aber ich tue immer so «Take one for the team» und mich so aufopfern, um probieren alle so zufriedenzustellen. Und dann, keine Ahnung, wenn jemand so sagt so «Ja, ich behalte deinen Hund hier, haha», anstatt dass ich auch so wie so «Haha», und nichts mehr sage, habe ich das Gefühl, ich muss noch mehr dazu sagen. Und dann bin ich immer so die cringy Karen, so «Ja, nein, weißt du, schon anstrengend, du würdest nach 2 Tagen würdest du wieder zurück.» Also, Bro, habt die Fresse, es juckt niemand. Ja. Aber auf jeden Fall toll gewesen, mega schönes Wetter, ich habe schon geschwitzt. Jedes Mal, wenn die Jahreszeit wieder kommt, bin ich so «Fuck, Alter, ich will wieder stinken jetzt.» Ich vergesse immer, dass ich stinke im Sommer und bin so «Oh mein Gott, ich vermisse Sommer.» Und dann kommt so Frühling und bin so «Oh mein Gott, es ist heiß.» Und Tilda hat auch sehr heiß. Sie ist im Oktober geboren. Und dann jedes Mal, wenn sie heiß hat und so rumhechelt, denke ich mir so, oh mein Gott, sie weiß gar nicht, wie es ist, wenn Sommer ist. Die arme Sau. Ja. Und sonst, was noch? Was haben wir dann gemacht? Ja, nicht mehr. Spaziert und so. Und jetzt bin ich eben erst heimgekommen. Ich bin extra heimgegangen, bis ich gesagt habe, ja, eigentlich könnte ich auch noch mal übernachten. Aber eigentlich muss ich morgen auch in die Hundeschule. Und ich muss ja noch den Podcast aufnehmen. Darum, ich nehme es sehr ernst. Ja, so schläft nicht so viel bei mir. Ehrlich gesagt, das ist mein einziges Update. Oder was habe ich gemacht? Ich schaue immer in meinem... Ja, ich habe viel einfach sozial abgemacht diese Woche.
Mit aber alles nur Leuten, die ich wirklich sehr gerne habe. Darum hat es mich auch gar nicht so drained. Ich glaube, der Gedanke daran stresst mich mehr, dass ich so bin, oh mein Gott, ich will mega viel mit Leuten chillen und dann stresse ich mich selber und dabei war es eigentlich gar nicht so anstrengend gewesen. Ja. Ich habe mir gedacht, wir machen wieder mal eine Q&A-Folge, also Questions and Answers, weil mega viele sagen immer, ja, kannst du wieder mal so eine Folge machen? Und ich bin so, aber ich habe ja gar nicht mehr zu erzählen oder irgendwie, ihr habt ja schon alles gefragt, aber ich mache es gerne, wenn ihr das von mir wollt. Ich habe auf Insta habe ich euch einen Fragesticker gemacht und ihr könnt reinschreiben, also selber die Schuld, wie immer. Wenn ihr nicht «Hören mal» auf Insta folgt, habt ihr halt nichts fragen. Opfer, Spass. Okay, ich fange einfach mal an. Ich habe nichts rausgesucht und ich schaue einfach mal. Warum hast du und Nati fast gleichzeitig angefangen mit Podcast? Bro, das ist so eine unnötige Frage. Bitte könnt ihr aufhören, uns alle immer so vergleichen. Wir sind nicht die gleichen Personen. Wir sind nicht in Konkurrenz miteinander. Das ist auch mega wegen dem Podcast Award. Sie hat halt auch sie hat so eine TikTok-Vlog von dem gepostet und ist so gewesen, ja, sie hat halt verloren, aber dafür hat Emma gewonnen und sie hat gehofft, dass jemand von Leila, Emma, Nati gewinnt und so. Und in den Kommentaren hure viel so, ja, weisst, Emma ist so mir am Abend machen, obwohl Nati gar nichts gegen mich gesagt hat und so sie so, ja, sie freut sich, weißt du, so. Sie hat nicht den Anschein gemacht, dass irgendetwas zwischen uns scheiße wäre. Und die Leute sind trotzdem so immer am Vergleichen. Oder auch, wir sind ja mal zusammen ins Tessin, alle zusammen. Und dort haben wir ja auch Podcast-Folgen aufgenommen und ganz viele Scheiß postet, YouTube-Videos und so. Und immer probieren die Leute, so etwas zu finden, zum Scheiße zu finden. So, ja, also irgendwie wird Hannah ausgeschlossen oder irgendwie wird Emma voll abgemacht oder wieso ist Nati so oder umgekehrt halt egal bei wem oder ja, mega unsympathisch die Emma oder so, Leute, wieso auf jeden Fall, wieso wir gleichzeitig fast angefangen haben, ist, weil alle dann angefangen haben und weil es ist, was ist das gewesen? So Spätsommer, wir waren alle rum gewesen. Keine Ahnung, Bro. Keine Ahnung. Und mega viele haben auch, das habe ich beim Durchscrollen mal gesehen, wo ich es gepostet habe, haben sie halt so gefragt, so, ja, wie findest du es, dass alle anderen jetzt auch einen Podcast machen? Leute, get alive. Wieso soll es mich jucken? Mein Podcast ist mein Podcast. Ihr Podcast ist ihr Podcast. Alle machen andere Sachen. Und auch wenn wir mal ähnliche Themen haben oder so, so ist es auch auf Social Media, so ist es auch im Leben. Und es ist actually cool zu wissen, dass es zum Beispiel, wenn jetzt eine Nati das gleiche Thema ansprechen wie ich in ihrem Podcast, wäre das für mich eigentlich eher toll, weil das heisst, es beschäftigt sie auch und sie erzählt auch anderen Leuten ihre Meinung dazu und ich bin nicht die einzige Person auf der ganzen Welt, die sich so Gedanken macht, so, keine Ahnung, wieso man das immer so deep interpretieren muss oder auch allgemein fürs Leben. Ich finde das amigs fuckt es mich halt schon auch ab, weißt, wenn mir jemand nachher macht oder du merkst so obviously so, die hat vor 2 Minuten mein Ding gesehen, was auch immer, irgendetwas zum Anlegen oder irgendein Video oder irgendeine Frisur. Früher so, in der Schule war es ja auch mega oft so, dass die Leute etwas nachgemacht haben. Das hat es mir abgefuckt irgendwie, weil ich so war, wieso alles? Weißt du, so, okay, ein paar Sachen, aber wir müssen nicht 1:1 die gleiche Person sein. Aber andererseits eben, es ist ja wirklich ein Kompliment und wir sind auch nicht so speziell, wie wir meinen. So, wer bin ich, um jemandem zu sagen, nein, du darfst jetzt nicht das und das machen? Bro, niemand. Haben das Gefühl, ich mache niemandem etwas nachher oder so. Ich mache nicht die gleichen Themen, wie andere Leute schon angesprochen haben, zum Beispiel. Darum, keine Ahnung, so allgemein. Fühlt es mal, dass es Leute auf dieser Welt gibt, die gleich denken wie ihr oder den gleichen Style cool finden oder die gleiche Musik gerne hören, weil das sind eigentlich die Leute, mit denen wir am ehesten befreundet wären. Und trotzdem ist unser Instinkt einfach immer so, wieso macht sie das Gleiche wie ich? So, Bro, was ist los? Das ist so blöd. Einfach feiert es. Oh, jetzt habe ich gorbsen. Oh mein Gott. Jemand hat gefragt, also es switcht jetzt ganz ins Dunkle. Sorry. Achtung, es geht um Tod. Also, wie kommt man über den Tod von jemandem hinweg? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde das ganz schwierig, weil es ist actually in meinem nahen Umfeld, wo halt wirklich so mich sehr fest berührt hat, ist nur jemand gestorben bis jetzt. Und das habe ich gefühlt noch gar nicht verarbeitet. Das ist einfach so, okay, er ist nicht mehr da, aber er lebt wie so, also in meinem Kopf ist er halt immer. Und ich glaube nicht, dass das so das allerbeste Zeichen ist, weil ich glaube, irgendwann solltest du halt schon so denken, okay, die Person ist literally tot, aber für mich ist die Person gar nicht tot. Ich denke mega oft an die Person und ich finde das auch schön, weil das ist ja genau das, was man immer sagt, so ja, du lebst weiter
in den Gedanken von deinen Menschen oder in den Momenten oder so Erinnerungen, was auch immer, in der Seele von den nächsten Leuten und so. Aber ich finde es mega schwierig. Nur schon bei dir. Es ist mir, mega viel schreiben mir auch, was mega sad ist, dass ihre Pferde gestorben sind und dass sie jetzt nicht wissen, was machen und wie ich das gemacht habe, weil mein einer Ross ist letztes Jahr einfach random gestorben. Und es gibt auch kein Universum. Es ist einfach, du musst dich irgendwie so ein bisschen damit befassen und du bist auch lang traurig. Und das ist voll okay und du kannst nichts machen. Es gibt nicht ein Tutorial, um über das hinwegzukommen. Das Schlimmste, was passieren kann, bei Menschen, bei dir, bei allem, was dir halt nächst steht. Und du musst einfach traurig sein. Und du hast recht traurig sein. Du kannst auch 4 Jahre traurig sein. Aber irgendwann ist es halt auch so, du musst einfach die schönen Sachen im Kopf behalten. Genau wie ich jetzt halt low-key das Gefühl habe, dass mein Kollege, der verstorben ist, einfach so immer noch da ist, weil ich einfach probiere, wirklich so an die guten Sachen festzuhalten. Zum Beispiel, wow, keine Ahnung, er hat zum Beispiel immer so Britney Spears gefühlt und so richtig dumme Witze gemacht. Und immer wenn irgendwo ein Britney Spears Lied kommt, bin ich so, das ist er, wow. Weißt du, so kleine Sachen. Und das auch mit der Nasira, also das war mein Ross, habe ich auch das hat mich so traurig gemacht, aber ich habe alle schönen Fotos, alle Videos, alles zusammengesucht und einfach angeschaut, die ganze Zeit angeschaut, weil ich nicht wollte, nur das Bild im Kopf haben von «Sie liegt dort tot am Boden und ich weiß nicht, was machen» und «Oh nein, es ist mein toter Ross». Es war ja viel mehr als das. Es ist viel mehr als dieses verstorbene Familienmitglied, das jetzt halt verstorben ist oder zum Beispiel, wenn jemand eine Krankheit hatte. Es ist viel mehr als diese Krankheit. Denk mal an das, was es vor dem war, wie toll er es hatten. Und das macht natürlich auch mega weh. Und ich glaube, darum wollen ganz viele Leute auch gar nicht an die tollen Sachen denken. Weil dann, eben, du willst ja nicht die tollen Sachen nicht mehr haben, aber so die Dankbarkeit vielleicht fühlen, irgendwie, dass man es hat und dass es ja toll war. Und dass das Leben einfach weitergeht. Und ich, zum Beispiel bei meinem Kollegen, habe ich mir mega so eingeredet, so, okay, dann lebe ich jetzt oh mein Gott, das ist mega traurig, lebe ich jetzt vor allem noch für ihn noch viel besser weiter. Und habe ich habe so in mein Tagebuch geschrieben und habe so wie einen Brief an ihn geschrieben, weil das Ding ist, ich habe es eben nicht dann herausgefunden, als er actually gestorben ist, sondern so Monate später, weil er hat nicht in der Schweiz gewohnt. Und habe mal der Schwester geschrieben, so, hey, ist bei ihm alles gut? Und sie so, nein. Ich so, what the fuck? Und dann habe ich halt wie auch noch das schlechte Gewissen haben müssen von Scheiße, ich habe das gar nicht mit, ich habe fucking das verpasst, weil wir haben nicht mehr so viel Kontakt gehabt. Wir kennen die Freundschaften, wo es geht so auseinander, aber man hat einander immer noch genau gleich gern und dann durch so alle 3 Monate bist du so, hey, was läuft denn? Hast wieder voll Live-Update und nachher hörst du wieder 3 Monate nichts. So war es halt so ein bisschen. Ich hatte so das schlechte Gewissen von fuck, ich habe es verpasst, ich bin nicht da gewesen. Nein. Dann habe ich einen Brief geschrieben, an ihn gerichtet. Und so, hey, was wir alles zusammen erlebt haben, du bist für mich da gewesen, wo bei mir in der Familie alles abeinander gegangen ist und du hast mich so abgelenkt und ich habe das gar nicht mitbekommen. Also, wir waren so Kindheitskollegen gewesen. Und ich habe immer nur lustig mit dir und ja, wir haben einander auch amigs richtig fertig gemacht. So richtig, einfach so, wirklich, als würde ich mit ihm reden. So aufgeschrieben und einfach mich ausheulen lassen, einfach zu mir selber. Und ich habe mit ganz vielen Leuten darüber geredet und so Scheiße und das hilft auch. Und dann einfach so der Gedanke, okay, ich mache es jetzt, ich probiere jetzt Sachen zu machen, die ich mir gewünscht hätte, dass du das hättest erleben können und denke dabei an dich. Und ich habe auch ganz oft irgendwie so, ich glaube eigentlich nicht an Gott oder so, ich glaube mehr so irgendetwas gibt es. So keine Ahnung, so Universum oder so. Ich glaube schon, so Sachen passieren aus einem Grund und bla bla. Und dann habe ich auch mega oft, als ich so wirklich traurig war, habe ich so raufgeschaut. Ich weiß nicht, wieso man immer raufschaut, auch wenn ich nicht an Gott glaube. So, für mich gibt es nicht so einen Himmel. Doch, für die Toten gibt es actually einen Himmel. Ich weiß nicht, ich mache mir nicht so viele Gedanken zu diesen Themen, ehrlich gesagt. Also, es juckt mich auch nicht, wenn Leute religiös oder nicht religiös sind, juckt mich überhaupt nicht. Aber dann habe ich immer so raufgeschaut und so mit ihm geredet und so, ja, das mache ich jetzt für dich und so. Oder so, ja, ich verspreche dir, und schau, wenn du jetzt da wärst und so mega, keine Ahnung, das hilft halt, weil ich weiß nicht, wieso es hilft, das ist auch traurig, aber probiere einfach, ich habe keine guten Tipps, das ist einfach meine Erfahrung. Ich rede mit jemandem darüber, vielleicht musst du auch professionelle Hilfe suchen. Es ist nicht peinlich, du musst dich nicht schämen, es ist normal, auch wenn ganz viele Leute einem immer sagen, du traust irgendwie zu viel oder nicht richtig, auch wenn du vielleicht, keine Ahnung, mega dein Leben genau gleich weiterlebst und einfach
die Leute von außen sind so, wieso ist sie nicht traurig? Irgendwie, keine Ahnung, ihr Vater ist gerade gestorben. Also, was soll sie machen? Was soll sie machen? Das habe ich so oft miterlebt schon, dass die Leute so waren, so, hä, aber ihre Mutter ist doch gerade gestorben, was macht sie draussen? Aber was soll sie machen? Auch wenn sie nicht draussen sein will, auch okay. Aber wenn sie draussen probiert sie, what the fuck, ihr Hurensohn, was fickt ihr die an dafür? Darum, vergiss nicht, alle trauern anders. Hört auf Leute zu judgen, die obviously einen Grund zum Trauern haben und sie tun sicher trauern. Nur weil sie nicht so trauern, wie du es dir vorstellst, wie du trauern würdest, heisst das nicht, dass sie es nicht machen. Probier mit Leuten darüber zu reden, probier keine Ahnung, eben irgendwelche Erinnerungen festzuhalten, weil das finde ich fast das Schlimmste, wenn du merkst, fuck, ich vergesse irgendwie, was wir überhaupt zusammen erlebt haben und niemand kann es mir erzählen, weil die Person ist literally gone oder auch das Tier oder so. Ja, und nimm dir einfach deine Zeit, weil es ist halt scheiße und es ist mega schlimm. Und ich wünsche es niemandem. Aber irgendwann sterben wir halt alle, leider. Das, ja, scheiß Thema. Machen wir weiter. Ich wünsche dir alles Gute. Wie feierst du deinen Geburtstag? Gar nicht. Gar nicht. Ich hasse meinen Geburtstag. Die erste so Geburtstagsparty, die ich mich daran erinnern mag, als Kind, ist einfach, meine Mami hat sich immer mega Mühe gegeben. Und dann haben wir so, ich weiß gar nicht, ob das die gleiche Geburtstag war. Actually, meine Mutter wird das so hören und ich so, das sind 2 verschiedene Jahre gewesen. Weiß nicht. Sie haben mir eine Pinata gemacht. Weil, kennen ihr die Pinata-Ära? Es ist einfach so, eine Zeit lang sind alle so obsessed mit Pinatas gewesen. Sie haben mir so eine gemacht, dann haben wir das cool zerschlagen, alles gut. Nachher sind wir rein und haben so etwas gebastelt. Und ich war sowieso mega ungeduldig gewesen, schon dort. Und dann haben wir noch fucking gebastelt mit allen Kindern und ich habe das gehasst, wenn die Leute so Unordnung hinterlassen haben oder es nicht so gemacht haben, wie ich gefunden habe, wir sollten das machen. Und dann haben es logischerweise alle einfach anders gemacht und das Zeug liegen lassen, sind aufgestanden und haben etwas anderes gemacht und so. Dann sind sie noch in mein Zimmer mit meinen ganzen Spielsachen spielen und haben alles liegen lassen. Und nachher habe ich am Schluss des Tages einfach alles aufräumen und das nicht mal cool gefunden. Ich war schon, glaube ich, mit zum Tag am Heulen und überfordert und so. Und nachher habe ich gesagt, ich will keinen Geburtstag mehr feiern und dann haben wir das erst mal nicht gemacht. Und irgendwann habe ich dann einfach so, keine Ahnung, so, wo ich dann so mehr wieder so 12, 13 war, habe ich so 2 Kollegen immer eingeladen oder 3. Und dann haben wir so etwas gegessen und einen Film geschaut und so. Mehr, ich habe noch nie irgendeine Party gemacht, noch nie. Nein, weil ich finde das richtig schlimm. Und letztes Jahr bin ich in den Europapark gegangen mit meinem Freund, weil ich so war, Bro, ich muss irgendetwas machen, aber ich will nichts machen. Weil ich bin 20 geworden. Ich habe ein ganzes TikTok über das gemacht und die Leute haben related, von dem her. Ja, aber ich mache eigentlich nichts Spezielles. Jetzt werde ich 21, vielleicht müsste ich so, wow, in den Club reinsaufen, aber I doubt it. Ich weiß nicht, haben ihr Geburtstagsinspo? Ich habe dort auch gefragt, was die Leute so machen. Und mega viele Leute haben so mega herzige Traditionen. Ich habe das nicht. Weil ich bin immer umgezogen. Erstens, also ich kann nicht so mit den Leuten von meinem Kindergarten so die gleiche Tradition aufrechterhalten, weil ich habe halt nicht so Kollegen. Oder Leute gehen halt feiern, was ich auch nicht so wirklich mache. Oder ja, durch so eine mega riesige Familie habe ich auch nicht. Keiner juckt, wenn ich Geburtstag habe, ehrlich gesagt. Weder mich noch irgendjemand anderes. Break-up-Tipps und Tricks oder wie man nachher wieder ins Daten reinkommt. Oh mein Gott, dass wir ins Daten reinkommen, habe ich mir im Fall auch schon gefragt. Ich bin so, oh mein Gott, wenn ich jetzt Schluss hätte mit meinem Freund, what the fuck? Ich wüsste nicht, wie man... Ich hätte auch gar keinen Bock mehr auf das. So die Talking-Stage und so, ja, hast du Snap? Nein, habe ich nicht für dich. Alter, was für Snap? Leute, übrigens, out. Es ist so out, dass man noch auf Snapchat so als Main-Kommunikationsweg kommuniziert. Was ist mit euch? Schreibt auf WhatsApp. Also mega viele Friends von mir zeigen mir so den Chat so, ja, ich gehe auf ein Date und so. Und dann bin ich so, ja, zeig mal, wie ihr schreibt und so. Fucking auf Insta. Leute, ihr habt noch nicht mal eure Nummern austauscht und kommuniziert über Instagram. Und ihr geht auf ein Date. Hallo, was ist mit WhatsApp passiert? Oder Nachrichten von mir aus? Breakup-Tipps. Ich habe eine ganze Folge über Breakups, aber einfach so, nimm dir Zeit. Ich bin nicht die beste Person in dem, weil ich bin wirklich nie Single. Also ich bin dann einfach so die so 3 Monate später den nächsten Freund hat und sich fragt, wieso es scheiße ist. Aber es gibt, ja, ich habe mal eine Heartbreak 101 heisst die Folge, glaube. Auf jeden Fall heisst es auf dem Insta-Post, das weiss ich. Wie kommst du über eine alte Freundschaft hinweg? Ich struggle gerade auch mit diesem Thema. Ich habe das Gefühl, es gibt mega viel mega viel machen Schluss im Moment. Und ich habe mega viel so Turbulenzen in meinen Freundschaften. Also was für in meinen, ich glaube so eine so richtig. Und sonst merke ich einfach so ein bisschen komische Vibes.
Und ich weiß nicht, an was das liegt. Ich habe das Gefühl, weil sich einfach so viel verändert für alle gerade und man merkt mega fest jetzt, wenn etwas nicht mehr übereinstimmt, wo die letzten paar Jahre halt gematcht hat, weil man zusammen in der Schule ist, und jetzt haben wir alle ein anderes Leben und du merkst so, nee. Ich habe eine Folge über das gemacht. Irgendwie aus Freundschaften rauswachsen oder so heisst die Folge. Und das ist eben, als ich die Folge gemacht habe, habe ich das schon so langsam gemerkt. Und jetzt ist es wie so eskaliert. Jetzt habe ich wie so Beef mit... ich habe das Gefühl, ich habe mit 2 Leuten Beef. Mit wem habe ich denn Beef? Hä? Also mit einer safe, einer Person. Aber mit wem... ich weiß gar nicht. Sorry, falls die Person zulässt, weil das ist eben mega schlimm, weil die Leute schauen halt mein Zeug eben trotzdem. Ich habe das Gefühl, wir noch jemandem Beef gehen. Nein, anscheinend nicht. Dann war es nur ein kleiner Beef gewesen. Ich habe kein Gedächtnis, aber das finde ich eben gerade auch mega schlimm, weil es ist für mich so, okay, anscheinend passt es einfach nicht mehr. Und ich tue nicht ohne Grund mit jemandem sagen, okay, dann sind wir halt nicht mehr befreundet. So dumm bin ich ja nicht. Ich bin nicht einfach, nein, okay, nein. Es hat einen Grund, aber es macht weh. Und es ist so, fuck, wir sind mega lange befreundet gewesen. Und eigentlich haben wir ja mega gute Zeiten gehabt. Wieso funktioniert es nicht? Wieso können wir uns nicht zusammenreißen, dass es einfach irgendwie klappt? Und dann bin ich wieder so, ja, vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Aber doch, es ist eben, sorry, wenn man mit 21, 20, in diesem Alter oder aufwärts, noch miteinander so Streit hat die ganze Zeit. Bro, wieso streiten wir? Haben wir nichts Besseres zu tun? So Streit ist ab 18 verboten. Man streitet nicht einfach random mit seinen Kolleginnen. Wieso hast du ganz viele Leute erzählen mir auch, dass sie, ja, jetzt habe ich schon wieder Beef mit der und der und jetzt ist schon wieder... What the fuck, wieso Beef? Wir sind wirklich in dem Alter, wo man sich entscheidet, seine Zeit für bestimmte Leute aufzuopfern. Du bist nicht einfach den ganzen Tag am rumchillen. So. Ausser du bist fucking Influencer. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich tue nicht mich selber sabotieren. Aber wir wählen bewusst aus, wenn wir unsere Zeit schenken, wenn wir unsere Energie schenken. Und früher hat man das halt nicht so gecheckt. Aber jetzt in diesem Alter, wieso tust du bewusst Zeit für jemanden verschwenden, wo du jedes Mal Streit hast oder jedes Mal Scheiße findest, was die Person macht? Das check ich nicht. Und darum ist es ja ganz klar, wenn ich das empfinde bei einer Person, dann ist es auch keine gute Freundschaft. Aber es macht trotzdem mega weh. Man fragt sich, wo ist schief gelaufen, wieso passt es nicht mehr, Hilfe, jetzt habe ich irgendwie eine Bezugsperson verloren und die weiss so viel über mich. Das finde ich auch immer mega schlimm, weil ich mega Trust-Issues habe, weil immer Sachen über mich herum-erzählt worden sind, früher schon ganz, ganz früh, die nie gestimmt haben oder immer übertrieben waren oder auch Sachen, die gestimmt haben, wo ich gesagt habe, bitte erzähl das nie im Leben jemandem. Leute juckt das halt nicht mehr, wenn du nicht mehr befreundet bist. Erzähl jetzt einfach allen alles, weil sie hässlich sind. Und das macht mir so Angst. So, Bro, du weißt alles über mich, wir sind nicht mehr befreundet und du gehst jetzt safe der ganzen Welt das erzählen und nachher bin ich wieder das Arschloch und ich habe keinen Bock mehr zum Arschloch zu sein. Ich habe mega Angst vor dem. Auch wenn es mich nicht jucken sollte, es juckt mich. Darum, das ist auch etwas, was mich an Friendship-Breakups richtig abfuckt. Aber Tipps, keine Ahnung, denk daran, wieso es auseinandergeht. Genau gleich wie bei richtigen Breakups. Und auch das, du es als richtiges Breakup handeln. Leute sind immer so, ja, es sind nur Kolleginnen und stell dir vor, es wäre dein Freund und so. Ich finde es bei Freundschaften fast noch schlimmer amix, weil man ist ja viel enger und meistens ist es auch viel unproblematischer und du kannst nicht sagen, ja, sie ist mir fremd gegangen oder so, weißt du, bist auch so, ja, es hat irgendwie nicht gepasst. Was, es hat einfach nicht gepasst, weißt? Aber ja, weil ich aktuell in dem Innensteck kann ich nicht viel dazu sagen. Ich gebe euch ein Update zu diesem Thema, wenn ich mehr weiss. Wenn ich darüber hinweg bin und so bin, ich habe jetzt gecheckt, wie man über das hinwegkommt. Deine Tipps für Erdbeerwoche. Oh Mann. Mein Tipp ist, nenn es Perioden oder deine Tage, weil es ist nichts Schlimmes und man darf es aussprechen. Mein Tipp ist, find heraus, was dir hilft, falls du Schmerzen hast. Embryostellung hilft mir, einfach so anlegen oder Wärmeflaschen oder actually einfach Schmerztabletten. Find raus, was für dich passt. Tampons oder wie sagen wir dem, Binden oder weiss nicht, was gibt es noch? Menstruationscup. Das habe ich noch nie actually mir getraut, weil das kommt mir einfach nicht realistisch vor. Und ich habe wirklich das Gefühl, auch wenn ich es anbekommen würde, das so richtig zu falten und so, ich hätte innerhalb von 20 Minuten so ein Teecup und Blut über den Stuhl ausgeleert, also weil das, ja, aber ja, viel Geduld, es ist nie schön, es wird nicht besser und auch nur irgendwie Pillen nehmen, damit die Tage weniger schlimm sind, ist keine gute Idee, finde ich persönlich, außer du stirbst halt letztlich fast. Ja, was sagst du zu Fernbeziehungen? Keine Ahnung, habe ich noch nie gehabt, also so in ein anderes Land oder so,
weiß nicht. Es gibt Leute, wo das funktioniert und es gibt Leute wie ich, wo das nie im Leben funktionieren würde, weil ich habe einfach instant sowieso das Gefühl, dass der mir fremd geht, dass der mich hasst, weil ich kann das einfach nicht, ich kann das schon kaum normale Beziehung führen mit jemandem, der 2 Minuten von mir entfernt lebt. Ich glaube, das kommt mega auf die Personen drauf an. Ich würde es jetzt nicht gerade als erste Beziehung machen, ich würde es auch nicht machen, wenn du 16 bist. Wenn du jetzt irgendwie mit 30 eine Fernbeziehung gefunden hast, die Liebe von deinem Leben, und ihr müsst noch schauen, wie ihr das halt organisieren und so, und bis dann bleibt es eine Fernbeziehung, ist etwas ganz anderes, als wenn du dich mit 15 in irgendeine von Spanien verliebst und dann so auf Krampf das so machst und nachher hast irgendwie irgendeinen random Typ, den du noch nie gesehen hast. Oder auch das, wenn man sich noch nie gesehen hat und man hat sich irgendwo im Internet kennengelernt. Nein, Leute, macht das nicht. Ich weiss, das kommt auch gut raus, aber ich würde einfach mal als Faustregel sagen, Bro, macht das nicht. Es gibt genug schöne, nette, wundervolle Typen in eurer Nähe und ihr müsst euch nicht an irgendeine random klammern, einfach nur will. Aber was weiß ich schon. Es gibt viele Leute, wo es funktioniert hat. Pizza oder Pasta? Pasta. Clean Girl oder Messy Girl? Messy, mega messy. Und die ganze Clean Girl-Debatte regt mich langsam auf. So, ich weiß nicht. Aber ja, ich bin ein Messy Girl. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Ich finde es auch so komisch, kennt ihr, das ist jetzt mega schwierig zu erklären. Es gibt so einen TikTok-Trend, dass wenn man nicht ein Clean Girl ist, dann nimmt man so einen Clean Girl Sound und schreibt so, haha, Clean Girl Ästhetik und dann so eine Slideshow und dann zeigst du so deine hässlichen Fotos, dein ranzige Zimmer und so. Und umgekehrt machen Clean Girls zu so Rapper. zu so Rap-Lieder machen so irgendwie, ich weiß nicht, schreiben sie glaube auch Clean Girl Ästhetik und dann zeigen sie aber wirklich ihren Clean Girl Lifestyle und ich bin so, aber lebst du wirklich so? Also gibt's wirklich, könnt ihr mal schreiben, bist du wirklich ein Clean Girl? Die wirklich so, dass du auch posten und mega so, bist du nie ein grusiges Girl? So hast du nie nach dem Duschen das Haar aus den Arschritzen gezogen? Ich musste die Hand vor das Maul machen, damit niemand, wenn jemand das Video mal so aus dem Kontext reißt, bin ich so, das war künstliche Intelligenz, ich habe das nicht actually gesagt. Ja. Was ist dein Lieblingstier? Ist das so eine Frage so von meinen Tieren? Sonst würde ich sagen Hunde. Und sonst von meinen allen ganzen Tieren, niemand ist mein Favorite. Ich würde sagen, den Merlin habe ich actually am wenigsten gern, einfach weil ich mich von ihm abgewiesen fühle, weil er meine Mutter lieber hat als mich. Aber er ist immer noch ein sehr herziger. Und er hat die ganze Blasenentzündung, was mich auch fest abfuckt. Weil, was ist mit dir? Du bist eine Katze und du hockst einfach den ganzen Tag draußen auf dem Stein und kriegst nachher Blasenentzündungen. Wie meinst du das? Wie willst du in der Welt überleben? Tipps für das erste Mal allein wohnen. Ich muss euch enttäuschen. Mega viele fragen die ganze Zeit, gell, du wohnst allein. Gell? Wieso sollte ich allein wohnen? Ich bin ein Baby. Ich bin ein Kind. Ich kann nicht. Aber ja, nein, ich habe gar keine Tipps. Ich würde das einfach zu Tode romantisieren wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, irgendwelche Videos schauen von Menschen, die essen zum Nachtessen, weil ich finde allein essen mega schlimm. Ja. Was machst du amix, wenn du etwas sagst, was im Nachhinein bereust? Leute, gar nichts. Mega Red Flag. Ich finde es mega schwer. Oder doch, amix, entweder ich mache so das, wo wieder so ultra cringe ist und sage so, boah, gestern habe ich doch das und das gesagt. Bro, sag mal, hast du es schlimm gefunden? Und frage einfach so straight up und dann wie will die Person sagen, ja, ich habe es schlimm gefunden. Die sagen dann höchstens so, ja, schon ein bisschen komisch gewesen. Und dann ist es so gegessen, auch wenn sie vielleicht weiter hässig auf mich sind oder so, wenn ich sie irgendwie verletzt habe oder so. Und so, keine Ahnung, probiere ich höchstens, wenn man so merkt, irgendjemand findet es blöd, was mir gerade gesagt hat, kann ich einfach so erklären, aber ich bin jetzt wirklich nicht die so ist so, hey, es tut mir mega, mega leid, falls das gestern irgendwie ein bisschen... Nein, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin auch nicht mit Leuten irgendwie close, wo ich mich so ständig entschuldigen müsste, weil die checken ja, wie ich bin und entweder du bist mir halt gern so oder nicht. Ich stand sehr viele Leute, glaub, auf die Füße die ganze Zeit und die Leute denken sich, glaub, die ganze Zeit so, Bro, was hätte ich gerade gesagt? Und ich denke mir eben auch im Nachhinein die ganze Zeit, was habe ich gerade gesagt? Aber was sollte ich machen? Die ganze Zeit in der Weltgeschichte rumlaufen und mich entschuldigen für mein Wesen. Ich bin halt irgendwie einfach so, Bro. Und das muss man auch irgendwie, also weißt du, so, du kannst nicht die ganze Zeit alle Leute abfucken und mega gemein und scheiße sein. Aber wenn du jetzt mal halt ein bisschen
der Vibe nicht matcht von einer anderen Person und du merkst, das ist richtig komisch, dann liegt es ja nicht unbedingt nur an dir. Dann hat die andere Person auch einfach nicht deinen Vibe. Und dann ist es auch okay. So, man muss nicht alle gerne haben, alle müssen nicht die gerne haben. Du kannst auch einfach mal so in dem eben das so akzeptieren, dass es jetzt einfach gerade unangenehm ist und dass es vielleicht nicht gerade optimal verlaufen ist. Aber amigs ist es fast schlimmer, wenn du nachher noch so bist, so «Hey, sorry!» Also es ist so eine random Person, die du einmal im Leben siehst. Ist es wirklich so deep? Ich weiß nicht. Aber ich kann das natürlich sehr gut nachempfinden, weil eben ich schäme mich eben für ganz viele Leute. Oh mein Gott, jemand fragt gerade, für was schämst du dich an dir? Was ist dir peinlich? Oh Gott, mir ist mega viel peinlich. Mir ist peinlich, vor allem, oh mein Gott, das klingt auch wieder so scheiße, aber wenn ich unterwegs bin, sind mir vor allem meine Mitmenschen peinlich. Und für das schäme ich mich. Das ist mega zusammenhängend, weil ich liebe die Leute, mit denen ich unterwegs bin, aber gleichzeitig ist mir alles so peinlich und ich fühle mich so beobachtet und ich habe immer Angst, etwas falsch zu machen, dass ich auch immer Angst habe, dass die Leute, die mit mir rumlaufen, etwas falsch machen. Und dann werde ich so zur Helikoptermutter und werde so zu einer richtig anstrengenden Person, die so alles kritisiert und zu allem so sagt, kannst du aufhören so, nein, hör doch auf so laufen. So kleine Sachen, die niemand jucken, außer mir, weil ich Angst habe, dass es andere Leute stört. So, ich habe immer Angst, dass ich im Weg bin, dass ich zu laut rede, dass ich irgendwie zu viel lache, dass alles das, weil ich einfach mich nicht wohlfühle draussen. Drinnen ist eine ganz andere Geschichte, aber draussen. Und für das schäme ich mich mega, weil ich will ja nicht meine ganzen Leute immer abfucken, aber gleichzeitig weiss ich auch nicht, wie das überbringen, anders als das, weil ich kann wirklich nicht, wenn ich mit jemandem laufe, der so in alle Leute reinläuft, bin ich so, Alter, bitte hör auf, was ist mit dir, geh einfach aus dem Weg. Nein, die anderen sollen aus dem Weg gehen. Ja, ich check schon, ich mache das auch amigs, aber bitte hör auf, in alle Leute reinlaufen, es ist mir so unangenehm. Oder irgendwie, eben, hör auf so laut reden im Zug, Bro. Ich mag gar nicht mit dir reden, wenn du so laut redest. Und dann so, hey, ist doch scheißegal. Nein, ist es nicht. Wieso ist dir alles scheißegal? Ich weiß nicht. Aber allen Leuten ist halt mehr egal als mir, weil mir ist nichts egal. Und das ist ein Red Flag von mir, weil wer juckt's? Also wirklich, wer juckt's? Mir juckt's. Es juckt wirklich niemand anders. Und auch wenn es die anderen juckt, sollte es mich nicht jucken. Aber es juckt mich so fest, weil ich einfach auch so erzogen worden bin, dass du hast dich anständig zu benehmen und so benimmt man sich draussen und man ist anständig, blablabla. Und mega viele Leute sind halt einfach nicht so erzogen worden, was ja voll fein ist. Das ist so ihr Leben. Und ich bin einfach so, was, du machst das und das nicht? Was, du bist... Und nachher gibt es mir gerade den Ick. Obwohl es mir nicht den Ick gegeben sollte. Für das schäme ich mich. Und so schäme ich mich für, ja, Loki auch mega oft für wie ich bin, dass ich merke, ich bin so aufgedreht und so eher Leute fassen es mega als kindlich auf, auch kann ich zum Beispiel an so Events und so. Dort sind ja alle, die meisten treten so fast arrogant auf, würde ich sagen, für jemanden wie mich. Nicht, dass ich stehe nicht dort und denke, oh mein Gott, die sind alle so arrogant, sondern es ist einfach ein sehr übertriebenes Selbstsicherheitsauftreten. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so, sie sind alle selbstbewusst und stehen einfach so dort und sie sind, nein, es ist so übertrieben. Und dort fühle ich mich immer mega unwohl und schäme mich für mich selber, weil ich überhaupt nicht in das reinpasse und immer dann so das Imposter-Syndrom habe und bin so, wieso bin ich da? Wieso bin ich da eingeladen worden, wenn alle anderen da ganz anders sind? Was habe ich da zu suchen? Was mache ich da? Und muss ich mich jetzt auch so benehmen? Oder wenn ich auch zu viele andere Leute da merke, so wie anders die sind und die sind auch erfolgreich. Und dann bin ich so, fuck, müsste ich auch so sein, um erfolgreich zu sein. Und eigentlich ist es mega dumm, weil ich bin ja fucking erfolgreich mit dem, was ich mache. Aber ich bin trotzdem so, fuck, aber die anderen, die sind alle so normal. Und ich bin so, das klingt so pick-me-cringe-Scheiße, aber ich glaube, ich checke schon, was ich meine. Also, so wie ich halt da rede, rede ich auch draussen. So wie ich da rede, rede ich auch mit den grössten Brands, die ihr euch vorstellen könnt, wo man zusammen arbeitet. Oder so rede ich auch mit den Eltern von meinem Freund. Wisst ihr, was ich meine? Und dort komme ich mir so oft vor, wie so fehl am Platz und falsch. Aber ich fühle mich auch fehl am Platz und falsch, wenn ich probiere, nicht so zu sein. Darum, ich weiß nicht. Für das schäme ich mich. Und sonst schäme ich mich auch mega oft, zum Leute so sagen, zum Beispiel, was so Familie anbelangt, so, ja, nein, wir feiern nicht Ostern. Oder nein, nein, wir haben nicht so gross etwas geplant für, keine Ahnung, was die Leute alles feiern, keine Ahnung. Nicht, dass ich mich für meine Familie schäme, sondern ich habe immer mega Angst, dass die Leute dann anders von mir denken. Eben, wenn man zum Beispiel gerade mit Eltern von anderen Leuten redet. Oder irgendwie, dass es dann so ist, so, okay, die kommt irgendwie von anderen Verhältnissen und was bedeutet das? So,
Oder so Schäme für irgendwie zum Erzählen, ja, oh mein Gott, für das schäme ich mich mega fest. Dass, wenn die Leute mich fragen, ja, was machst denn du jetzt so? Und ich sage jedes Mal, bin ich einfach so, ich habe jetzt ein Jahr Psychologie studiert, aber ich habe wieder aufgehört. Ich sage nie, ja, ich bin selbstständig und habe mein eigenes Ding. So. Nie im Leben würde ich das sagen, obwohl es ja eigentlich so etwas Krasses ist. So mega, das klingt so grusig, aber weißt du, so, die Leute, wenn du sagst, ich bin selbstständig und verdiene eigentlich mein eigenes Geld mit meinem eigenen Shit, sind die Leute so, wow. Und ich bin auch so, fuck, ich kann das nicht erzählen, weil die Leute judgen mich und es ist richtig cringe und scheiße, was ich mache. Nein, ich bin einfach Studentin. Also ja, ich studiere zwar jetzt nicht und das ist dann eben auch richtig schlimm, weil die Leute fragen eigentlich nicht, mich fragen selten, was machst denn du jetzt, sondern die Leute fragen, was studierst du? Und ich sage, nichts. Also ich habe ein Jahr Psychologie studiert, aber nichts. Und jetzt überlege ich, und dann erzähle ich. Wo ich einfach so sicher dann, ich bin gerade einfach selbstständig. Und dann sage ich mir auch einfach, ja, ich mache gerade nur Social Media. Es ist nicht nur, Bro, aber ja, das ist ein ganzes Thema. Ja, aber sonst schäme ich mich eigentlich nicht mehr für so viel. Das kommt dann, wenn ich wieder mehr in einer sozialen Situation bin, weil jetzt bin ich auch sehr viel allein. Oder mit den Leuten, die mich eh nicht judgen. Darum ist es eigentlich chillig, aber ja. Wie geht's dir momentan? Ey, mega crazy. Eben so mega hoch und ab. Das sagt man, glaube ich, nicht so. Hoch und tief. Ich weiß nicht, ist mir egal. Einerseits habe ich mega viele coole Opportunities, eben mit dem Arbeiten im ganzen Game. Mega viel cooles Zeug kommt, wo ich mich mega darüber freue und so ein bisschen «Wuhu!» Andererseits bin ich mega überfordert, weiß nicht, was ich machen will. Eben mega viel verändert sich, auch wenn ich so Beef habe und so. Logisch gefällt mir das nicht und es fuckt mich mega ab, weil jedes Mal fühle ich mich so, als wäre ich das Problem. Und Emma, du kannst einfach keine Freundschaften haben. Oder Emma, du kannst einfach nicht lange eine Kollegin haben. Emma, du kannst... Dann ist es wieder so alles nackt an mir selber, anstatt dass es einfach so ist, oh, das ist jetzt blöd gelaufen. Und das beschäftigt mich gerade fest. Aber eigentlich geht es mir gerade also wirklich besser als vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ich habe immer wieder so... Eben, es schwankt halt einfach. Aber das schöne Wetter hilft auf jeden Fall. Hast du schon mal jemanden blockiert aus der Community? Storytime. Oh mein Gott, also Community, weiss nicht. Vielleicht schon, weil oft, wenn ich dann so engaged und ich antworte eigentlich relativ viel, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich kann das auch nicht haben, wenn so offene Nachrichten sind, dann muss ich drauf drücken und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht antworte, wenn ich schon drauf gedrückt habe, weil die Leute dann sehen, dass ich es gelesen habe. Mega Teufelskreis. Das heisst, ich tue eigentlich mega viel interagieren mit den Menschen, die auf mein Zeug reagieren. Und es gibt dann einfach Leute, die wie Grenzen nicht checken, die nicht verstehen, dass also das klingt jetzt auch wieder so arschlochig, oder? Aber du bist jemand von ganz vielen, wo ich antworte. Du bist nicht meine Bestie, weil ich dir geantwortet habe. Das ist, ich antworte gerne und ich interagiere mega gerne mit den Leuten, weil es ist funny und die Leute haben ja die gleichen Interessen wie ich und es ist auch einfach nett, was die Leute mir schreiben, oder? Aber die Leute fühlen sich dann oft gerade so, oh mein Gott, ja, und dann erzählen sie mir so, hey, heute bin ich dort und da gewesen. Und dann so, wir sind nicht Kollegen. Und dann wird es mir zu viel. Und dann blockiere ich die Leute einfach, weil es so creepy wird. Und ich mir so denke, oh mein Gott, hoffentlich treffe ich dich nie auf der Straße, weil du bist echt mega creepy geworden ab dem Moment, wo ich nur so «Hey, danke vielmals» geschrieben habe. So, wieso können die Leute keine Grenzen akzeptieren? Und sonst so, Community, das ist ja keine Community, aber so, ich blockiere so viele Leute jeden Tag. Es schreiben mir auch so Typen, die so schreiben «Hello, I love you» oder so, die ich gerade blockieren. Nicht mal so ignorieren, ich tue es einfach blockieren, weil ich finde es so grusig zu wissen, dass so Leute meinen Scheiß schauen. So, gang weg bitte, du scheiß Grüsel. Immer wenn ich live auf TikTok bin, kann ich ganz viele Leute rausfiltern, weil die folgen mir dann, aber schreiben nur Scheiße rein. Ich habe auch Familienmitglieder blockt, weil fuck off, Alter, fuck off. Und ich check auch nicht, wieso die weiterhin immer mega probieren, alles von mir mitzubekommen. Also wir haben keinen Kontakt zueinander. Die finden mich alle scheiße, aber du kannst so meinen Podcast hören. Wo ist der Sinn, meine Lieben? Ich weiß nicht, aber ja, ich tue ganz viele Leute blockieren. Ich tue einfach, wenn mir etwas nicht passt, sag Block. Juckt. Fickt euch alle. Wie kann man sich vom Overthinken ablenken? Ganz schwieriges Thema. Ganz schwierig. Weil
bei mir ist so, ich habe alles schon ausprobiert. Also so, keine Ahnung, Sport machen ist ja so das Gängige, wo man sagt, oder irgendwie, keine Ahnung was, schau etwas, telefoniere mit jemandem, aber das bringt mir alles nichts. Also ich kann wirklich im Gym sein, meine Seele raussäckeln und ich denke halt trotzdem noch über alles nachher. So. Also wirklich, obwohl Joggen ist so etwas, wo am ehesten noch geholfen hat, wenn dann, weil das ist einfach so ultra schrecklich anstrengend für mich, weil ich keine Ausdauer habe, dann bin ich fast am Sterben, dann kann ich mir wirklich nichts mehr überlegen, aber das ist ja nicht der Sinn. Ich mag mich nicht torturieren, um die andere Tortur loszuwerden, also das hilft auch nicht. Das Einzige, was für mich bis jetzt wirklich geholfen hat, ist, oh mein Gott, das ist so peinlich, aber so irgendein crazy Hype-Lied anmachen und einfach so rumgumpen und so crazy dazu tanzen, das mache ich auch mega oft, einfach gerade wenn ich aufstand. Und das Coole ist, Tilda tanzt eben mit. Wenn ich so anfange rumzuhüpfen und so Musik höre, dann tut Tilda so auf mich draufkumpen und tanzt. Und das machen wir schon sehr lange. Und das hilft wirklich, weil dann bist du einfach so hyped und tanzt hihihi und nachher bist du plötzlich gut gelaunt. Und dann machst du vielleicht immer noch Gedanken aber über gute Sachen oder willst du weiter Musik hören. Podcasts hören hilft mir, sorry Gorbs, hilft mir actually, weil dann denkst du über die Sachen nach, die die Leute sagen und nicht über deine eigenen Sorgen, meistens, außer mir schweift ab. Aber ja, das sind so die einzigen Sachen, wo ich würde einfach sagen, probier aus, weil es kann sicher sein, dass dir normaler Sport, der jetzt nicht mega torturös ist, dir hilft oder irgendwie mit jemandem reden oder so, aber bei mir hilft das halt alles wirklich nicht. Ich muss wirklich einfach nur so Musik hören. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein Red Flag. Vielleicht sollte ich mal einen Coping-Mechanism finden. Aber ich meine, wenn man Musik hören hilft, wieso sollte ich es nicht weitermachen? Wie hast du nicht Angst vor Rost? Boah, einfach weil mir noch nie etwas Schlimmes passiert ist. Fun Fact, actually kein Fun Fact. Meine Mutter ist ab ihrem Ross runtergegangen, am Corinus, der Corinus, ja, und hat den Rücken gebrochen und Steißbein gebrochen und Bänder gerissen in den Füßen und was weiß ich was. Und das habe ich alles mitbekommen, als ich ein Kind war, aber irgendwie hat es mich hart nicht gejuckt. Also, für sie hat es mich gejuckt, aber ich bin nicht so oh nein, der Corinus ist jetzt ein Schlimmer, weil meine Mama ist immer so sie war selber schuld und er hat nichts dafür können und er ist nicht schlimm und so. Das habe ich dann einfach so aufgenommen. Und mir ist noch nie etwas Schlimmes passiert. Ich hatte Phasen, wo ich halt Angst hatte. Zum Beispiel die Nasira ist eine Zeit lang immer mit mir abgesäckelt beim Ausreiten. Und dann ist sie einmal, wären wir fast über das Bahngleis drüber und über die Hauptstraße und so, weil ich sie nicht ich hatte Phasen, ich konnte sie nicht bremsen. Die dumme Sau, ich war so hässlich. Ich steige nicht mehr auf die drauf. Sie macht es einfach, weil sie weiß, sie kann es machen. Sie hat gar kein Problem und so. Und dann haben wir mal ein anderes Gebiss ausprobiert und dann hat es voll funktioniert und geholfen. So war halt ein scharfes, ja, Tierquälerei. Und dann hat es funktioniert und dann haben wir so gesagt, okay, wir haben es wieder im Griff. Aber ich glaube, es ist so, wenn du weißt, was du machst, also zum Beispiel, mega viele Leute sehen die Videos, wo ich so am Boden hocke, im Auslauf von der Röss und die sind so, oh mein Gott, das ist mega gefährlich oder nicht und so. Und ich bin so, wenn du mal die Körpersprache von denen anschaust, wie sie gerade sind, dann merkst du eigentlich, dass relativ wenig Gefahr ist gerade oder dass ich auch nicht voll im Weg hocke von denen oder so. Also ich schaue ja schon, was ich mache. Und ich glaube, das ist so das, wenn du langsam checkst, wie sie sich benehmen, wie sie sind, Körpersprache checkst oder sie einfach gut kennst. So, ich würde das auch nie im Leben bei irgendeinem anderen Ross machen, was ich bei uns nicht mache. Nie, so dumm bin ich ja nicht. Oder wenn ich auch langsam, zum Beispiel bei der Madonna habe ich auch amix, ich weiß nicht, ob Angst oder einfach mega fest Respekt, weil sie tut hure dumm beim Ausreiten. Also wirklich scheisse dumm. Sie steigt und bockt und kehrt und der ist alles egal und die kann alles machen, ohne auf die Fresse zu fallen. Das heisst, ich habe nicht mal Angst, so, oh mein Gott, wir fallen jetzt zusammen auf die Fresse, sondern ich bin auch so, ich gehe runter und du säckelst mir davon. Und ich weiss aber immer, wenn sie es macht. Also es kommt nicht so aus dem Nichts. Ich weiss, ich spüre es genau schon kommen, weil ich auch ihre Körpersprache, ich spüre es so unter mir passieren und dann kann ich mich darauf vorbereiten und dann habe ich auch keine Angst. Und sonst, keine Ahnung, ich bin halt einfach mit dem aufgewachsen, also es ist auch völlig okay, wenn jemand Angst vor Pferd hat oder so, das ist, du kannst nicht vor allem keine Angst haben, aber das hilft auf jeden Fall halt wissen und vorbereitet sein und einfach das Tier kennen. Und ja, da gibt es auch ganz viele Bücher dazu und so, wenn du immer das irgendwie für dich das Thema ist, dass du das irgendwie willst, verbessern oder so, dass zu der Körpersprache und allem und so zu der Kommunikation, wie du mit dem Ross umgehst, dass das einfach harmonisch ist und so, weil ganz oft liegt es einfach daran, dass man wie ein Missverständnis hat
dass man entweder nicht checkt hat, was Ross meint, oder dass Ross nicht checkt, was du von dem willst und dann überfordert ist und dann irgendwie ausschlägt oder so. Einfach mal so ein bisschen das. Und für die Leute, die nichts mit Ross zu tun haben, sind jetzt so, what the fuck, was für Kommunikation? Das ist kein Huga-Buga, das macht actually Sinn. Aber das erkläre ich euch jetzt nicht. Wie schaffe ich einer Freundin, in Anführungszeichen, sagen, dass ich nicht mehr mit ihr befreundet sein will, wegen Lästern? Alter, das ist so unangenehm. Ich weiß auch nicht. Das ist immer schlimm. Du kannst das fast nicht gut machen. Ich würde wie einfach schreiben, falls ihr nicht gerade irgendwie 24/7 miteinander chillt und sagen, hey, mir wäre es wichtig, dass wir irgendwie noch miteinander reden. Hast du Zeit oder so? Und dann ist die andere Person safe so, hä, was, wieso, sag, wieso? Weil dann rastet es immer mega aus in meiner Experience. Und du bist dann so, ja, ich würde einfach gerne mit dir reden. Sag mir jetzt einfach mal, wenn du Zeit hast. Wir müssen das jetzt nicht per Chat machen oder so. Und dann triffst du dich und dann sagst du, hey, schau, ich habe Sachen mitbekommen, die für mich so nicht okay sind. Und es ist auch, du musst jetzt auch gar nicht irgendwie erklären oder wir müssen auch nicht über das diskutieren. Ich will auch gar nicht mehr, also weißt, so, ich brauche das jetzt nicht, um darüber zu reden, sondern ich will einfach sagen, dass es für mich nicht okay ist, was du über mich gesagt hast, was ich da höre. Und das ist für mich keine Freundschaft und darum wäre es mir lieber, wenn wir auf Abstand gehen würden. Ich meine es nicht böse, so, wir müssen nicht Streit haben miteinander, wir können einander Heu sagen, wenn wir uns sehen, aber das ist für mich keine gute Freundschaft und das tut mir leid für uns, weil es ist schade und ich hätte mir gewünscht, dass du das nicht machst. Weißt du, so ein bisschen so, ich mache das eben immer so, ja, halt blöd gelaufen, so. Weil ich mag auch nicht so die sein, die dann so, oh mein Gott, fick dich, was bist du für ein... Weil ich will gar nicht mehr die Aufmerksamkeit geben. Also, okay, du bist gestorben für mich, du bist scheiße, wieso redest du über mich? Okay, wir sind keine Kollegen. Und dann quasi so vermitteln, mir wär's, ich wäre froh, würdest du nicht irgendwie alle Sachen erzählen, die ich dir im Vertrauen gesagt habe, weil ich denke, wir sind Kollegen. So ein bisschen so diese Sachen, so probier nicht Spannung reinzubringen, weil wenn die Leute hässig werden, dann wird es wie nur noch schlimmer und dann fuckst du dich noch mehr ab und dann musst du sie nochmal ansprechen. Einfach so, obwohl das regt die Leute halt auch schon auf. Du kannst nichts recht machen, es wird weitergehen mit dem Lästern, wenn die jetzt schon über dich lästern. Aber einfach so, du bist the bigger person, du kommunizierst einfach ganz klar, ich habe das mitbekommen, ich will das nicht in einer Freundschaft, darum sind wir jetzt nicht mehr befreundet. Ich meine es nicht böse gegen dich, mach du, was du willst, aber meine Kollegin bist nicht, wenn du so bist. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, auch wenn du es böse meinst, sag einfach, du meinst es nicht, weil du willst ja nicht die sein, die nachher die Anfickerin ist, weil es juckt dich nicht mehr. Das sollte dich nicht mehr jucken, weil es ist eine scheiß Person. Weißt du, was ich meine? Ich würde sagen, das war schon die letzte Folge gewesen, weil die anderen Fragen sind alle ein bisschen repetitiv oder zu persönlich, Leute. Ein paar Sachen mag ich euch auch einfach nicht erzählen. Hihi. Einfach die mysteriöse Maus. Ach Gott. Ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten. Ich hoffe, es war nicht zu deep gewesen. Falls ihr am Strugglen sind, vergessen nicht, es gibt immer Menschen, mit denen ihr reden könnt. Es gibt auch immer noch Anlaufstellen, falls ihr wirklich das Gefühl habt, ihr habt keinen einzigen Menschen in eurem Privatleben, die mit euch über das reden können. Es gibt 147, es gibt ganz viele Hotlines, es gibt auch in Real Life so Notfallorte, falls es ganz schlimm ist. Einfach mal googlen, falls es wirklich mega schlimm ist. Und sonst hoffe ich, es ist alles gut bei euch. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag, wenn ihr das hört, oder einen tollen Montag oder so. Mir fällt auf, Leute hören eher so Mitte Woche, catchen es dann so ab mit den Folgen. I see you. Folgt dem Losemal-Account auf Insta. Folgt mehr auf Insta, wenn ihr Bock habt. Oder überall, keine Ahnung, sonst wo, wenn ihr nicht verpassen wollt, was ich sonst schon so laber. Falls nicht, ist auch okay, ich laber da schon genug. Ich habe euch lieb und ich grüße eure Mütter. Tschüss!